Gottesdienst. Danke, dass ihr alle in dieser schwierigen Zeit für uns da sind und mit uns diesen Tag feiern. Zuerst wollen wir uns aber vorstellen. Ich heiße Romina Fröhlich und bin 15. Mein Hobby ist Töpffahren. Nach der Schule mache ich eine Lehre als Automechatronikerin. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass meine Familie und meine Freunde weiterhin an meiner Seite sind und wir eine gute Zeit werden haben. Mein Name ist Leandra Garigliano. Ich bin 16 und mein Hobby ist Volleyball spielen. Ich mache eine Lehre als Assistentin Gesundheit und Soziales im Spital Zofingen. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass ich unabhängig und fröhlich sein will. Ich heiße Matteo Hefti, auch ich bin 15. In meiner Freizeit fahre ich gerne Velo. Ich werde nach der Schule eine Lehre als Maler machen und mein Wunsch ist, dass ich ein erfolgreiches Leben wird haben. Ich bin Chiara Lerch und ich bin 15. Wenn ich frei habe, tue ich gerne backen und kochen. Nach der Schulzeit werde ich eine Lehre als Fachfrau Gesundheit im Spital Zofingen machen. Ein grosser Wunsch für mein Leben ist, dass sich alle meine Träume erfüllen können. Ich heiße Lara Müller. Ich bin 16 Jahre alt. Mein Hobby ist Reiten. Nach der Schule mache ich eine Lehre als Restaurationsfachfrau in einem Kurhotel. Mein Ziel im Leben ist, einen sicheren Job zu haben, auch in Zeiten, die nicht einfach sind. Mein Name ist Vanessa Tiffany Müller. Ich bin 15 Jahre alt. Seit ich klein bin, tanze ich in meiner Freizeit gerne tanzen. Nach der Schule gehe ich in die Kante und nachher würde ich gerne Medizin studieren. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass ich erfolgreich sein werde, was auch immer ich mache, und dass ich schöne Momente mit meinen Freunden und meiner Familie erleben kann. Mein Name ist Jan Wohlschläger, ich bin 16 Jahre alt. Meine Hobbys sind Velofahren, Wandern in den Bergen, zum Beispiel mit der Familie. Nach der Schule mache ich eine Lehre als Schreiner. Mein Wunsch fürs Leben ist, ein schönes Leben zu haben.
16 und ich freue mich, mit Ihnen, mit euch zusammen die Konfirmation zu feiern. Wir wollen Gott danken und still werden zum Gebet. Guter Gott, wir danken dir, dass wir heute Konfirmation feiern können. Zusammen mit unseren Familien und unseren Freunden. Wir freuen uns, dass das Fest, wenn auch mit Verspätung, doch stattfinden kann. Gott, dir danken wir für das Jahr, wo wir miteinander auf dem Weg sind. Dir danken wir für alle Menschen, die uns auf unserem Weg begleitet haben und immer noch begleiten. Wir bitten dich um dein Segen und deine Gegenwart, heute an dem Festtag und auch an jedem kommenden Tag von unserem Leben. Wir bitten dich um deine Nähe und deine Begleitung in die Zukunft. In die Zukunft von unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass sie deine Kraft in ihrem Leben erfahren können, dass sie Erfüllung und Freude erleben können auf ihrem neuen Lebensabschnitt. Und das auch bei allem Neuen und Ungewohnten, was auf sie zukommt, sie dir und deinem guten Geist vertrauen können. Amen. Ich lese aus dem Alten Testament, aus dem Josua-Buch, Kapitel 1, Vers 9. So spricht Gott: Sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und aus dem Neuen Testament lesen wir vom Apostel Paulus den Schlussgruß an seine Gemeinde. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Wir hören jetzt das Lied The Rose und singen die dritte Strophe alle miteinander.
was uns stark macht. Wie man stark bleibt oder wie man vielleicht schwach kann wachsen, wie eine zarte Rose und nachher stark werden. Dann gehört dazu auch, dass man nachdenkt über das, was uns niederdrückt, was schwer ist, was uns schwach macht. Und das alles kommt uns manchmal vor wie ein Mauer. Wie ein Mauer, der uns hindert, frei, mutig, fröhlich zu leben. Die Mauer haben wir hier vorne aufgebaut und sie besteht aus verschiedenen Steinen, verschiedenen Stichworten. Beleidigungen, Vorurteile, Unterdrückung, Rassismus, Krankheiten, Verlust, Mobbing, Gewalt, Corona, Leistungsdruck, Diskriminierung, Hass, Kummer, Angst. Ich gehöre nicht dazu. All das ist wie eine Mauer. Aber zusammen sind wir stark. Zusammen können wir die Mauer umbauen. Und aus dem, was uns niederdrückt, was uns schwach macht, etwas Neues bauen. Aus den Schwierigkeiten kann man stark werden. Aus einer Mauer kann ein Tor werden. Ein Tor, wo sich ein Weg öffnet, ein Blick auftut. Hinter das Tor. Und hinter dem Tor haben wir die Wünsche und Hoffnungen und gute Gedanken aufgehängt, wo Sie, liebe Eltern, für Konfirmandinnen und Konfirmanden aufgeschrieben haben. Es tut gut, immer wieder einen Blick auf die guten Wünsche zu werfen. Es macht uns stark, wenn wir sehen, was Menschen, die uns nach sind, für uns, für gute Wünsche und Segenswünsche parat haben und uns die mit auf den Weg geben. Und ich glaube, wir können das Tor sogar ein bisschen noch öffnen, noch ein bisschen breiter auftun. Und dann kommen nämlich noch mehr Wünsche hinterführen.
Liebe und Familie, Freundschaft und Erfolg, Akzeptanz und Mut, Zivilcourage und Zusammenhalt, Motivation und Offenheit, Ehrlichkeit und Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Tier, unsere Hobbys. Wir haben uns anhand von Schwarz-Weiß-Bildern Gedanken gemacht, was für uns persönlich Stärke ist. Jeder von uns hat ein Bild ausgesucht, das etwas von dem ausdrückt, was für uns Stärke, Mut und Kraft im Leben bedeutet. Mein Bild zeigt einen Bub, der ganz alleine ist. Obwohl er alleine ist, geht er immer weiter und geht nicht auf. Man kann auch alleine stark sein. Es ist wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht. Auch wenn es mal düster ist, gibt es im Leben immer wieder einen Lichtblick. Vorwärts schauen hilft, dass man nicht aufgeht, sondern immer weitermacht. Auf meinem Bild sieht man zwei Personen, die am Telefonieren sind. Zwischen ihnen ist eine Trennwand. Es ist eine Szene im Spital, wahrscheinlich auf einer Intensivstation. Wenn man im Spital arbeitet, sieht man viele Menschen, die in schwierigen Situationen sind und es schwer haben. Dann muss man stark sein, Geduld haben, Ausdauer und ziemlich starke Nerven beweisen. Es macht aber auch Freude, wenn man sieht, dass man den Menschen helfen kann. Wenn man im Spital arbeitet, dann heisst das, dass man die Menschen liebt, so wie sie sind. Menschen gerne haben, ist auch eine wichtige Stärke. Auf dem Bild, das ich ausgesucht habe, sieht man eine Gruppe von Jugendlichen, die auf einem Friedhofsmühle sitzt. Sie sitzen zwischen Grabsteinen und sind trotzdem fröhlich und lustig. Für mich heisst Stärke, dass man auch bei Trauer und bei Schwerem die Freude nicht verliert. Der Tod gehört zum Leben, aber das Leben ist stärker. Es geht weiter, Familie und Freunde helfen dabei, positiv zu bleiben und das Ziel im Leben auch weiterhin zu verfolgen. Auf diesem Bild sieht man einen Mann im Rollstuhl, der zusammen mit einer Frau tanzt. Das Bild drückt für mich aus, auch wenn etwas Schlimmes im Leben passiert, soll man trotzdem positiv denken, positiv bleiben und das Beste daraus machen. Man soll an seine Ziele glauben und immer motiviert dranbleiben. Dabei hilft es einem, stark zu bleiben, wenn man Menschen um einen herum hat, die einen motivieren, einem aufstellen und an einem glauben. Auf meinem Bild sind wir zwei Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben und vor allem, dass sie ein homosexuelles Paar sind. In einer Beziehung muss man seine Gefühle zeigen, wie auch Vertrauen haben zum Partner. Es braucht Mut, um eine Beziehung einzugehen. Wichtig ist für mich, dass man zueinander steht, auch vor den anderen, dass man kein Vorurteil hat. Stark sein heisst auch, dass man keine Angst hat vor den Urteilen der anderen, keine Angst haben, anders zu sein. Stark sein heisst auch, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. Für Menschen einstehen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mich fasziniert wiederum auch das Meer, weil man es nicht verändern kann, wie man auch den Menschen nicht verändern kann. Auf diesem Bild machen zwei Hände die gleiche Bewegung. Das eine ist eine kleinere Person, das andere eine grössere. Beide zeigen, dass sie bis in ihre Fingerspitzen Kraft haben. Das zeigt, dass sie zwar eine physische Kraft haben, aber das Bild zeigt für mich auch noch eine andere Kraft, die seelische Kraft. Diese Kraft zeigt sich im Kleinen. Auch etwas Kleines kann schon eine grosse seelische Kraft haben, auch wenn die physische Kraft noch nie so gross ist. Zum Beispiel haben Kinder eine grosse seelische Kraft. Sie zeigen ihre Liebe und können sie verbreiten. Sie lernen von anderen, von Grösseren. Sie wissen, wie man etwas abschaut und nachmacht. Und so können sie sich weiterentwickeln. Auch der Wille zu lernen und etwas Neues zu entdecken, ist eine grosse seelische Kraft, gerade von Kindern.
habe ein Bild ausgesucht, das Strassen und Wanderwege in der Natur zeigt. Gerade Strassen und geschlenkte, kurvige Wanderwege. Ich gehe gerne wandern und Velo fahren. Wir brauchen dazu immer genug Ausdauer, wenn man ein Ziel erreichen will. Es hilft, stark zu bleiben und Ausdauer zu behalten, wenn man den Willen hat, den Berggipfel und das Ziel zu erreichen. Es hilft immer, Ausdauer zu haben, wenn der Gipfel auch vor den Augen hat. Wenn ich sehe, wo noch der Wanderweg und was ich erreichen will. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde, wie eindrücklich habt ihr von dem erzählt und das dargestellt, was euch stark macht, was euch Lebenskraft gibt. Aber auch immer wieder von dem, was nicht so einfach ist, was einem müde oder kraftlos machen kann. Wir haben in der biblischen Lesung den Zuspruch von Gott an Josua gehört. Ein Vers, wo übrigens von vielen Taufeltern bei der Taufe von ihrem Kind ausgesucht wird. Sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich möchte euch 3 Gedanken zu diesen Wort mit auf den Weg geben. Zuerst das Wort Mut. Habt starken Mut. Bis stark und mutig, sagt Gott.
Mut und Stärke gehören zusammen. Ihr habt es auch schon gesagt. Mut, zu der eigenen Meinung zu stehen. Mut, seine Überzeugung nicht zu verstecken. Ja, auch Mut, die eigenen Schwächen, vielleicht auch die Ängste, die man hat, zu erkennen und einzugestehen. Es braucht Mut, sich zu seinem eigenen Weg, manchmal auch zu seinem Glauben zu bekennen. Stärke und Mut sind häufig nicht einfach sichtbar, nicht so erkennbar. Sie sind versteckt. Gerade in einer kleinen Kinderhand. Gerade in einem scheinbar schwachen Mensch kann sich eine innerliche Stärke, Mut zeigen. Gerade wenn man zu seiner Angst auch steht, wenn man zugibt, dass man nicht alles weiß und nicht alles kann, gerade dann kann das ein Zeichen von Mut und Stärke sein. Ich wünsche euch, dass ihr mutig zu euch stehen könnt, für andere da sein und wenn ihr einmal Zweifel oder Angst habt, immer wieder Vertrauen und Mut von Gott bekommen. Ein zweiter Gedanke sind stark miteinander. Das Bild vom Seil, wo ihr miteinander dran zieht, wo auf dem Programm ist, das dünkt mir ein Sinnbild überhaupt für unser Leben. Es nützt mir nichts, wenn ich für mich allein stark bin. Wenn man aber seine Stärken miteinander und füreinander einsetzt, dann zeigen sie Wirkung. Denn jeder und jede von euch hat andere Stärken. Miteinander und mit vielen anderen zusammen, die jetzt auch da sind und die ihr auf eurem weiteren Lebensweg werden kennenlernen und begegnen. Miteinander könnt ihr die Welt zum Guten bewegen. Und ihr seid nicht allein. Ihr seid da mit euren Familien, mit euren Eltern, Grosseltern, Götti, Freunde, Freundinnen. Miteinander sind ihr stark. Ziehen am gleichen Strick ziehen. Sucht euch Menschen, die euch helfen, eure eigenen Stärken zu entfalten und zu entwickeln. Und der dritte Gedanke, bleibt stark bei Gott. Das ist vielleicht das Wichtigste, wo der Vers, das Wort vom Josua sagt und wo auch eure Konfirmandensprüche, die ihr ausgesucht habt, ausdrücken. Gott ist die Quelle von der Kraft, die Quelle von der Stärke, von allem Lebensmut. Denkt nicht, dass ihr aus euch selber stark sein müsst, dass es allein auf eure Leistung ankommt. Kraft im Leben ist immer wieder ein Geschenk. Gesundheit, Stärke können wir uns nicht selber erschaffen. Gott ist die Quelle vom Leben und von unserer Lebenskraft. Orientiert euch an ihm orientieren, sucht seine Liebe, vertraut seiner Begleitung. Gott ist bei euch mit seinem kraftvollen Segen. Er begleitet euch durch alle Höhen und auch durch Tiefen im Leben durch. Er möge euch bewahren oder, wie es in einem alten Konfirmationssegen so schön heisst, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist möge dich segnen, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst im Glauben. Das wünsche ich euch. Amen. Und jetzt ist es soweit.
Jetzt werdet ihr konfirmiert und als Konfirmandinnen und Konfirmanden Konfirmierte. Ich bitte euch, jetzt hier vorne in einem Halbkreis aufzustehen. Und Konfirmandinnen und Konfirmanden hatten den Wunsch gehabt, dass Gott und Götti auch vorkommen. Gott und Götti sind Wegbegleiter gewesen und werden es auch in Zukunft sein. Ich bitte Gott und Götti, hinter ihre Gott und Götti Kinder zu stehen. Romina Zora Fröhlich. Du hast dir einen Spruch ausgesucht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 31. Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Romina, Gott möge dich segnen und dir Kraft geben, Menschen freundlich und herzlich zu begegnen. Behüte Gott, Romina. Herzlich willkommen. Leandra Garigliano. Du hast dir einen Vers ausgesucht aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus, Kapitel 12, Vers 21. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Gott möge dich segnen und dir Kraft geben, Böses mit Gutem, Hass mit Liebe zu überwinden. Behüte Gott, Leandra. Herzlich willkommen. Matteo Hefti. Die Konfirmandenspruch steht in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, Gott, ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Gott möge dich segnen und dir Kraft geben, deinen Weg mit seinem Licht zu gehen und selber anderen ein Licht auf ihrem Weg zu sein. Behüte Gott, Matteo. Herzlich willkommen. Chiara Lerch. Du hast dir einen Vers ausgesucht aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott möge dich segnen und dir Kraft geben, dass du keine Angst hast, sondern mit Liebe und Weisheit zu Gott und den Menschen deinen Weg kannst gehen. Behüte Gott, Chiara. Herzlich willkommen. Jetzt wechseln wir die Seiten. Lara Müller.
Du hast dir einen Vers ausgesucht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21. So spricht Christus: Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gott möchte dich segnen und dir Kraft geben, die Liebe von Gott immer wieder zu erfahren und anderen Menschen weiterzugeben. Hüte Gott, Lara. Herzlich willkommen. Vanessa Tiffany Müller. Du hast dir einen Vers ausgesucht aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21, auf Deutsch und auf Englisch. So spricht Gott: Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen. Dann werde ich mich von euch finden lassen. When you search for me, you will find me. If you seek me with all your heart, I will let you find me, says the Lord. Gott möchte dich segnen und dir Kraft geben, dass du Gott immer wieder neu suchst und findest und dass du dein Ziel im Leben vor Augen hast und Erfüllung findest. Behüte Gott, Vanessa. Herzlich willkommen. Jan Wohlschläger. Dies Konfirmandenwort steht im 71. Psalm, Vers 3. Gott sei mir ein Fels, eine Wohnung, zu der ich immer kommen kann. Gott möchte dich segnen und dir seine Kraft geben. Er möchte für dich ein Fels sein, wo du dich daran heben kannst, und ein Schutz, wo du immer wieder Geborgenheit findest. Hüte Gott, Jan. Herzlich willkommen. Wir singen jetzt eines der Lieder, die die Konfirmanden ausgesucht haben. We are the world. Der Refrain, bitte, sie alle mitsingen.
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, ich freue mich sehr herzlich, Sie an diesem ganz speziellen Tag zu begrüßen und euch als unsere besonderen Gäste. Konfirmation oder auch Bestätigung bedeutet, dass ihr ganz aktiv gewählt habt, ein Teil von unserer Kirchengemeinde zu sein. Und das freut mich sehr. In der Kirche kann man bereits mit 16 wählen, stimmen und auch selber in ein Amt gewählt werden. Und man darf die schöne Aufgabe übernehmen, als Götti oder Götti so eine Beziehung einzugehen. Euer Thema für Konfirmation ist «Stay strong». Ihr habt euch ganz schön aufgezeigt, was das alles bedeutet und was für Aspekte in diesem grossen Thema auch drin ist. Besonders gut hat mir gefallen in dem Bild von diesen 2 Händen, dass eben auch die Anerkennung von der Schwäche ganz ein wichtiger Teil ist und zu der Stärke gehört. Weil nur dann kann man wachsen und sich weiterentwickeln. Und ich habe natürlich auch noch ganz einen speziellen Wunsch an euch. Und zwar, dass ihr weiterhin unsere Kirche mittragt und mitprägt mit eurer Stärke. Aber auch wisst, dass nebst Gotti, Götti, Eltern, Bekannte, Freunde eben auch eine Kirchengemeinde da ist, die euch unterstützt und wir jederzeit Ohren und Augen offen haben und auch Türen für euch. Jetzt bleibt mir noch übrig, euch allen einen wunderschönen Tag zu wünschen, ein schönes Fest und dass ich mich freue auf weitere Begegnungen mit euch. Danke vielmals. Wir möchten Gott danken und für sein Segen bitten. Ich bitte Sie zum Gebet und zum Unser Vater aufzustehen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, für unser Zusammensein. Wir danken dir für deine Kraft und deine Stärke, die uns trägt, für dein starkes Seil, wo wir uns immer wieder daran festhalten können. Wir bitten dich um Stärke. Wir bitten dich um die Stärke für die jetzt Konfirmierten, dass die Jugendlichen ihren Weg durchs Leben finden, dass sie ihre Ziele erreichen und dass sie immer wieder Menschen finden, die ihnen dabei helfen und sie unterstützen. Wir bitten dich um Stärke für die Familie und Freunde der Konfirmierten, um Ausdauer und Geduld miteinander, um Verständnis und Respekt füreinander. Wir bitten dich um Stärke für alle Menschen, die einen Halt im Leben suchen, die Kraft und mutlos sind. Wir bitten dich um Stärke für all die, die sich einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden, für Bewahrung von deiner Schöpfung, für Toleranz und gegenseitigen Respekt. Wir bitten dich um Stärke für alle, die anderen helfen und beistehen. Und für alle die Hilfe brauchen, die traurig, krank und einsam sind. Wir bitten dich um deine Stärke für uns alle. Und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet, das uns mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt verbindet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können wieder Platz nehmen.
Wir möchten danken. Wir danken zuerst Gott und dann auch Ihnen allen. Wir danken, dass ihr heute hier hingekommen sind oder mit uns im Livestream verbunden sind. Ihr seid für uns wichtige Menschen, die mit uns den Weg gegangen sind und uns begleitet haben, angefangen mit der Taufe und bis heute zur Konfirmation. Wir danken allen, die uns unterstützen, besonders unseren Eltern, unseren Gott und Götti, unseren Geschwistern, unseren Großeltern und unseren Freunden. Schön, dass es euch gibt. Danke möchten wir auch allen, die in dem Gottesdienst mitgemacht haben. Hans-Jörg Bettig an der Orgel, der Regula Zimmerli, der für uns unsere Wunschlieder gesungen hat, Hans Fuchs und der Yvonne von Esch für das Vorbereiten der Kirche und der Gabriela Lack für ihre Worte. Und jemand, der auch noch mitgeholfen hat in diesem Gottesdienst und glaub, ziemlich viel geschwitzt hat, ist der Beat Maurer und der Silvan Anderegg, die für einen Livestream zuständig waren. Ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken. Sie können den ganzen Gottesdienst auf unserer Webseite anschauen. Er ist als YouTube-Film noch die nächsten Wochen nochmal anzuschauen. Und wir werden euch den Film dann auch zuschicken mit den Fotos dazu. Die Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen, ist wie bei jeder Konfirmation zur Hälfte bestimmt für die Jugendarbeit in der reformierten Kantonalkirche im Aargau und zur anderen Hälfte für die Jugendarbeit bei uns in der Kirchengemeinde Zofingen. Da gehört zum Beispiel das Herbstlager, das Sommerlager gehört dazu, Ausflüge, Skiweekend, also alle Aktivitäten, die wir für Jugendliche anbieten. Da sind wir dankbar um Spenden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Ich wünsche Ihnen allen jetzt eine schöne Konfirmation, ein schönes Fest, einen wunderbaren sonnigen Sonntag. Es scheint ja wieder die Sonne von aussen. Geniessen Sie, dass Sie zusammen sein können. Noch ein paar Hinweise auf Aktivitäten von unserer Kirchengemeinde in der kommenden Woche. Vor allem nächsten Sonntag, dort findet die zweite Konfirmation statt. Wieder zur gleichen Zeit, 9:30 Uhr hier in der Kirche. Auch zu dieser Konfirmation gibt es einen Livestream. Und Sie sehen, wir haben noch ein paar Plätze frei, weil wir jetzt 100 Leute dürfen im Gottesdienst sein. Also wenn das eine oder das andere die zweite Konfirmation auch miterleben will, sind ihr herzlich eingeladen. Wir hören jetzt als Schlusslied und singen auch gemeinsam die zweite Strophe. May the Road, ein irischer Segen. Strophe 1 und 2 und wir singen miteinander die zweite Strophe.